Die Handelskammer bei der Basel und die Stadt Liestal präsentieren live aus dem Städtli den Fasnachtsumzug. Herzlich willkommen aus dem Städtli zu Liestal. Herzlich willkommen live zum Fasnachtsumzug 2015. In den nächsten 2 Stunden werden wir Sie mit den eindrücklichen Bildern von dem Fasnachtsumzug hier live liefern in Ihre Wohnstube. Wenn ich sage mir, dann bin ich das nicht alleine, sondern habe ich hier fachmännische Unterstützung, und zwar von Dani Muri. Er ist Initiator von der Vorfasnachtsveranstaltung Rahmdäfeli. Sali Dani. Sali. Adi. In welcher Fasnachtsstimmung bist du eigentlich noch nach 15 Vorstellungen Rahmdäfeli? Es hängt an, aber ja, Fasnacht ist eigentlich immer noch in guter Stimmung. Schon noch. Was erwartest du jetzt von diesem Fasnachtsumzug? Ja, eine Vielfalt, eine Farbenpracht, Ausspielen von lokalen und nationalen, internationalen Sujets. Auf der Vielfalt erwarte ich. Also es wird eine Vielfalt geben, so viel kann ich schon mal verraten. Es sind insgesamt 75 Klicken und Gucken etc., die hier durch Städtli werden ihre Sujets ausspielen. Und wir haben natürlich auch noch jemanden Drittes hier bei uns. Und zwar ist das Tatjana Pietrapolo. Sie wird für uns auf der Strasse unterwegs sein und zu ihr schalten wir jetzt mal schnell. Ja, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus dem Städtli. Und bei mir ist der Rudi Schafroth, der Komiteepräsident. Schon wieder ein Jahr rum, gell? Es geht schnell. Noch schneller jetzt auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist es ja noch früher. Wie ist es gelaufen mit den Vorbereitungen in diesem Jahr? Eigentlich sehr gut, fast ruhig. Und das ist immer ein bisschen verdächtig, wenn es ruhig ist. Das heisst, was erwartest du noch? Das weiss ich eben noch nicht. Ich lasse mich überraschen, was jetzt noch kommt, aber ich glaube, es kommt gut. Wir sehen uns dann nächstes Jahr, machen wir wieder ein Interview. Ja. Was gibt es Neues? Neu ist, dass wir den Umzug neu jetzt nicht mit einer Pfeifer-Tambourengruppe starten, sondern mit einer Gucke. Das hat ein bisschen zu tun, dass wir eigentlich die Leute, die auf der Straße stehen, dass wir doch einen Kanal bilden und eine Gucke kann halt viel mehr Volumen aufbauen. Wie verbringst du Fasnacht zu Liestal? Ich genieße jetzt sicher heute Mittag am Strassenumzug, dann so oben mit dem Chiemmässen kommt nachher. Und wie es aussieht, haben wir jetzt technische Probleme gehabt. Wir versuchen das zu beheben. Der Rudi Schafroth hat es gesagt, es ist das erste Mal eine Gucke, die den Fasnachtsumzug eröffnet. Was bedeutet das? Ja, der Gedanke ist auch, dass eine Gucke mehr die Leute an den Strassenrand anbringt, als jetzt, wenn es an die Rotstab macht, was auch traditionell, die Rotstab hat den ersten Umzug 1930. Ja, eigentlich die angefangen. Die Idee ist ja eigentlich gut dahinter. Aber eben, ich meine, ja. 1930 hat das Rotstab-Klicken gemacht. Ich nehme nicht an, dass die Freude hatten. Ja, das einzige Verständige ist halt die Veränderung. Und dass man halt auch Rotstab-Klicken hat jetzt das müssen eingesehen. Und ich glaube, das wird auf die Zeit raus sicher eine gute Lösung sein. Also, ja. Der Gedanke ist einmal nicht schlecht. Welche Bedeutung hat eigentlich der Fasnachtsumzug hier zu Liestal? Ja, es ist natürlich die Klicken, die Wege bauen und sich mit Themen befassen, haben natürlich auch ein sehr, sehr grosses soziales Netzwerk, das entsteht. Oder? Man baut vorher zusammen, nagelt und schraubt und malt oder Pfeifer, Tamburen klicken, die in Proben gehen und so. Und es ist eigentlich eine sehr gute Institution, dass Menschen auch miteinander etwas machen. Das ist schade ist, also eben gerade das diverse Pfeiferklicken, Tamburenklicken fehlt der Nachwuchs ein bisschen. Ja. Aber das ist das ein Phänomen von der heutigen Gesellschaft, dass das alles mehr schwieriger wird, Nachwuchs gerade für Klicken? Es ist halt allgemein das Vereinsleben. Oder? Heute hat man so viel Auswahl, man kann hier ein bisschen und dort ein bisschen und da. Und das Identifizieren mit einem Verein, oder? Gerade jetzt ein Pfeiferklicken oder ein Tambourklicken. Und es braucht halt auch Disziplin, alle Wochen einmal oder zweimal dann in die Probe zu gehen und das daheim auch zu üben. Und das Angebot wird halt immer grösser von Freizeit. Man kann einfach so hin und her switchen. Das ist eine Zeiterscheinung, leider. Ja.
Wir sehen es, das Städtli, das füllt sich langsam. Die Vorfreude auf den Fasnachtsumzug 2015 ist riesig. Das Wetter macht auch mit. Pünktlich zum Fasnachtsumzug hat es hier in Liestl aufgehört zu regnen. Wann bist du das letzte Mal mit dem durch die Rothausstrasse ab am Fasnachtsumzug? Ja, das ist nach der Geburt von der ältesten Tochter, also eines von meinen 3 Kindern, haben wir dann noch so 2-3 Jahre noch so ein sogenanntes Scheissdreckzügel gemacht. Und eben nach der ganzen Rotstabgabe-Zeit, auch nach diesen Vorstellungen und so, wo dann die Familie kam und die Kinder nach, irgendwie haben wir dann mal gesagt, so jetzt ab in die Skiferien. Was bedeutet denn für dich persönlich die Fasnacht? Ja, die Fasnacht hat eigentlich der Ursprung geht auch bis ins Mittelalter. Das ist eigentlich der Hofnarr, oder? Wo im Mittelalter in den Königshäusern ja auch zum Gefolge gehört hat, wo eigentlich im König den Spiegel anheben oder die Verbindung zum Volk, und der König hat sein Gesicht nicht verloren. Und dann haben ja die Kirchen dann später auch im Volk die Tage gegeben, maskiert, hinter der Maske können etwas auszudrücken, wo sie nicht einverstanden waren. Es war natürlich auch für die Politik interessant gewesen, auch das Gesicht können bewahren, was gefällt dem Volk nicht an uns. Oder? Es ist eigentlich die Institution Fasnacht. Hat die Grund, so? Oder? Ist das heute auch noch so? Ja, das fehlt mir heute. Das fehlt mir heute eben leider. Ja, es ist einfach schon sehr Kommerz geworden. Und mir fehlt so, dass der Narr, also der Gedanken, oder? Ja, es gibt immer wieder so kleine Scheissdreckzügel oder Klicken, die sich dem noch bewusst sind und das auch sehr kreativ ausspielen. Und das wäre eigentlich Gedanke für die Phase. Und Politik und auch Gesellschaft müsste das ein bisschen ernster nehmen. Kann sie natürlich auch nur, wenn es dementsprechend. Okay, also ich habe jetzt gerade von der Regie mitbekommen, dass wir das technische Problem haben können beheben und dass Tatjana Pietropoulos das Interview mit dem OK-Chef von der Liestler Fasnacht, mit Rudi Schafroth, weiterführen kann. So, da sind wir wieder. Jetzt kommen wir zu den Plaketten. Was ist das Sujet dieses Jahr? Wir gratulieren, das weiss ich. Wir gratulieren. Das hat mit dem Tourismus Liestl zu tun. Die haben letztes Jahr das Jubiläum gehabt. Und es ist eigentlich fast ein Zwischenjahr, weil nächstes Jahr tut der Turm selber 125 Jahre feiern. Und das ist mit einem riesen Feuerwerk und weiss was ist das über die Bühne gegangen. Und das ist jetzt eigentlich so fast ein kleines Dankeschön für das Wortzeichen von Liestl, dass man das eigentlich so vorher gehabt hat. Und das Liestl kaufen eben auch Plaketten, da gibt es auch Bronze, Silber, Gold. Genau. Ja. Farbige? Es gibt keine farbigen. Keine farbigen. Gut, dann würde ich sagen, bald können wir die Milch gucken hier. Wir hoffen es. Ja, durchs Törli. Und ich mische mich jetzt unter die Leute und versuche für sie daheim tolle Stimmungen einzufangen. Ich wünsche allen noch eine schöne Fasnacht. Wir haben es jetzt gerade von der Plakette gehabt. Gefällt sie dir? Ja, der Turm ist das Wortzeichen von Liestl und das ist ein schöner Ort, Neuerholung, und ich hoffe persönlich sehr, dass das in diesem Stil auch so bleibt. Welche Bedeutung hat die Plakette hier zu Liestl? Also ich meine, an die Basel-Fasnacht trägt man sie ja schon Wochen vorher. Bist das hier zu Liestl? Hat das da auch so eine Bedeutung? Ja, das kann ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ziehen wir halt nicht so auf Abzeichen aus oder irgendwie. Es ist sicher vielleicht nicht die gleiche Bedeutung wie in Basel, aber trotzdem mit Stolz, das ist klar. Jetzt, das Jahr hat es ja Dennis Steiner gemacht und mit sehr viel Liebe und wunderschön geworden. Ja. Also die Milchkuchen, die lässt noch auf sich warten. Wobei, wenn man ganz oben schaut, im Dörrli, dort bewegt sich irgendetwas. Also mal schauen, es kann sich da nur noch um Minuten handeln, bis der Fasnachtsumzug zu Liestl losgeht. Die Kleinen, die freuen sich, die sind alle verkleidet. Hast du deine Kinder aber auch so richtig verkleidet? Ja. Ich habe immer ein Scheissdreckzügel mit ihnen gemacht. Also, einmal sind wir den Jüntchen hinten drin, mit einem kleinen Korbwägel da und habe ein Schild auf dem Rücken gehabt. Die Jüntchen hat viel Pfündchen. Und dann am Schluss haben sie kurz überholt und die sind dann fast zum Pfeifen rausgefallen. Einfach so kleine Sachen halt gemacht und ja, aber sie haben es bis heute nicht böse gemacht. Okay. Ich habe sie dann einmal zu einem Pizza
Pizza essen im Garten eingeladen. Und dann ist das wieder, ja, mit der Rotstabjüntli ist klar. Das ist ein sehr traditionelles Frauenkleidchen. So, und jetzt sehen wir es oben beim Dörli, jetzt geht es richtig los, langsam, aber sicher. Das, was man dort oben sieht, das sind Milchgurken aus Liestel. Sie haben ihr Sujet «Wir heizen Liestl». Das passt ja richtig, wenn man als erste Gurke darf durchs Dörli laufen. Ja, natürlich. Ja. Das finde ich gut. Das ist so ein Auftakt, so ein Hallo wach. Oder? Eine Gurke bringt das an. Das ist gut. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Und vor allem ist ja auch ein Liestl-bezogenes Sujet. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass man als Vereinsliestl keinen Anlass machen kann. Also, da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung, aber ja. Also wer will das Liestl etwas machen kann, wir alle sind Liestl und wir müssen es einfach machen und dann entsteht wieder etwas. Das ist... Was ist eigentlich so für dich Fasnacht? Ist das mehr so Guggenmusik oder bist du eher traditionell mit Trommel und Pfeife? Fasnacht ist für mich wirklich der Obrigkeitsspiegel vorhalten. Das ist bei mir sehr tief drin. Das ist mir für mich immer wichtig gewesen, politische oder gesellschaftskritische Themen aufzunehmen und auszuspielen. Das wäre für mich eigentlich die Fasnacht. Das fehlt mir ein bisschen, aber das könnte ja wieder kommen. Aber wenn man so zum Weg bahnen, ist eine Guggenmusik schon noch praktisch. Das sieht man auch. Die Leute gehen auf die Seite. Ja, sie halt. Ich finde es nicht so schlimm, wenn es die Tradition ein bisschen ausbaut. Ja, jetzt halt auch anders gestaltet. Als, wobei es immer schön gewesen. Natürlich die Rotstadt vorausgekommen ist mit dem riesen Stamm. Ja. Sie kommen jetzt als Vierte, kommen die Rotstabjüntli und so. Also von dem her ist es schon. Ich würde das nicht allzu ernst nehmen. Und dann hinten dran haben wir schon die erste Wagengruppe. Sind das die Randsteinbisser? Es zieht sich dann schon noch, bis man durch die Rothausstrasse durch ist. Naja, so lange ist sie zwar nicht, aber sie hat eine grosse Geschichte. Vielleicht können wir auch mal die Rotwaren weg, wenn man die Rothausstrasse saniert und dann wird das auch wieder ein anderes Bild. Ja. Also der Major schaut da noch. Ja, was da alles... Basiliska, was ist das? Ja. Gut. Nein, was? Das haben sie eben auch nicht gewusst. Ja. Okay. Ich sage, hören wir mal langsam mal ein bisschen dieser Guggenmusik mal zu am Anfang. Milchgurken Waggis haben den Fasnachtsumzug 2015 eröffnet.
Und wie gesagt, jetzt sehen wir schon die nächsten. Das sind Brandsteinbisser, Gefängnis Muttens. Gefängnis Muttens. 5-Sterne-Hotel. Ja, ja. Sagen Ja, ja. Was habe ich da? Ja. 74 Millionen Projekt. Oh. Also da werden doch schon regionale Themen ausgespielt. Es braucht auch Gefängnis. Was ich eigentlich schade. Aber grosszügige Sachen verteilen, das tun sie dann schon. Ja. Also nicht nur Gefängnisfraß. Nein, alle nicht noch. Ja. Schon aber eindrücklich, was die Wagen kriegen für die Fasnacht auf die Beine stellen. Ja, auch Zugfahrzeuge sind sehr eindrücklich. Manchmal ist das Gesetz fast aus der Traktorenausstellung. Sie werden immer grösser. Nein. Ja, da wird gebaut und gemacht und eben auch... Das ist eben das Soziale. Ja, genau. Am Samstag zusammen am Wagen bauen, das ist natürlich auch schön und lustig. Und das schweißt den Klicken auch zusammen. Das ist schon so. Ja, ja. Wir haben ja das auch jahrelang mit dem Schnuttgolf mitgemacht. Ja. Das war immer eine tolle Sache. Ja. Wenn man eigentlich wenn man das Sujet bestimmen und wenn man nach dem Wagen bauen? Ja, das ist so im November irgendwie wieder einmal so, ja. Aber dann kann man ja gar nicht auf aktuelle Geschehnisse reagieren, so wie du das vorher gesagt hast, wo ja eigentlich anfängt. Ja, aber im November, also man kann ja noch ein bisschen vorausahnen, wenn man Zeitungen liest, was kommt eigentlich noch, es könnte noch auf uns zukommen. Dann kann man es schon auch noch ein bisschen, ist das Shades of Grey, oder das fehlt mir zum Beispiel auch, das haben wir im Sommer schon gewusst, dass das im Oktober, November ein Thema wird. Ja. Ritalin, Missbrauch und etc. So diese Sachen fehlen mir ein bisschen. Aber ja, das ist jetzt ein Thema, wo in der Bevölkerung auch, also und viele das Gefühl haben, die in den Gefängnis hocken, denen geht es fast besser als uns. Aber das ist natürlich, stimmt natürlich auch. So, und jetzt können wir hier schon die nächste Waage klicken. Los Lausos, unser Spielplatz. Genau. Haben die als Sujet. Das sind auch eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Das sind 6 Waggis, die auf dem Wagen sind. Ja, also das sind schon nicht riesen Gruppen. Ja, nein, das ist jetzt eine kleine Gruppe. Ja. Aber mit wie viel Liebe jetzt der Wagen baut, ist perfekt. Da muss ein Schreiner irgendwo mitmachen. Es ist ein Fachmann. Ja, da ist ein Fachmann dabei. Und dann noch durch. Aber eben, es sind jetzt, man sieht jetzt vor allem einen Haufen Wagenklicken, aber die Pfeifer und Trommeln, die fehlen. Ja, jetzt höre ich einen im Hintergrund. Ja, das sind die Rotstab-Jüntli, ja, jetzt kommen wir den Jüntli. Ja. Mal schauen, wie sie heute aussehen. Also, und wir haben schon das erste Interview, und zwar ist Tatjana bei den Los Lausos auf dem Wagen, und zwar in luftiger Höhe. Okay, und wir haben hier nochmal ein bisschen Problem mit dem Mikrofon. Wir warten, das sollte eigentlich in wenigen Augenblicken behoben sein. Also, und jetzt habe ich gehört, wir haben es. Geben wir zu Tatjana. Jawohl, da sind wir, Adrian. Das Mikrofon funktioniert. Los Lausos, was erzählst du mir? Ja, was erzähle ich? Wir machen das ja schon 7. Jahr mit. Wir haben lange überlegt, was wir machen wollen. Plötzlich hatten wir eine Idee, einen Spielplatz machen. Wir haben gedacht, wieso nicht? Es hat nicht jeder, aber wir müssen feststellen, dass doch auch noch eine Gruppe einen Spielplatz hat. Gut, wir haben eine super Aussicht von hier oben. Was verteilt ihr? Ja, wir haben so viel drauf. Wir haben Tonnen Orangen, also ein bisschen abnormal. Ja, wir haben Capri-Sonne, also super, sicher auch für die kleinen Kinder können geben, weil das ist für mich wichtig. Wunderbar, kann ich ein bisschen helfen? Mach die Nummer, ich mach da. Da für die Leute daheim, hoppla! Und dem Adrian müssen ganz speziell etwas mitnehmen, weil der braucht das. Jawohl, im Adrian nehme ich das mit, danke. Du kannst auch trinken, weißt du? Aber ich bin natürlich um jede Gabe froh. Und ja, wir sehen so Spielplatz als Sujet. Es gibt ja das Sprichwort, in jedem Mann steckt ein Kind, so in diesem Stil. Ja, Spielplatz. Ja.
Ich weiss auch nicht, ob das irgendwie ein Thema war, das Lausen. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Irgendwie der Spielplatz, wo sie im Schulhaus haben. So. Aber das ist ja eben auch noch so ein bisschen, wenn jede Clique oder die Wagengruppe ja, eben genau so Inside-Dings aus dem Dorf. Geht da nicht auch ein bisschen etwas verloren für den Liestler Umzug? Dass die Leute gar nicht wirklich daraus kommen, was da ausgespielt wird? Ja gut, ich meine, die Stadtgrenzen und Gemeindegrenzen, die verfließen ja langsam. Also Lausen und Liestl ist für mich schon, ja, das kenne ich jetzt nicht so an. Aber vielleicht, da weiss ich jetzt einfach nicht, ob das in Lausen ein Thema war, der Spielplatz. Aber wir hören im Hintergrund das Pfeifen von den Rotstabjüntli. Ohne Frust auf Frust ist ihr Sujet. Hinter dem Auto sehen wir sie, oder hinter dem Wagen. Also sie haben ja hier noch wegen dem Bandtag, weißt du? Ja. Es bleibt alles beim Alten am Bandtag. Also das Muff und das Schöbling. Auch beim Alten bleibt, weißt du, so das Wortspiel. Habe ich noch lustig gefunden, aber das haben sie aber natürlich nicht. Sie haben Alter nicht gross geschrieben. Das ist nicht auf ihre Männer bezogen. Aber wenn du sagst, es bleibt alles beim Alten am Bandtag, dann ist ja das schön, wenn alles beim Alten bleibt. Das wäre dann die zeitgenössische Ausspruch, oder? Da haben wir ein kleines Scheissdreckzügel, das sich dazwischen geschmuggelt. Gibt es das oft? Ja, für mich zu wenig. Ich finde das... Wobei, gehören die jetzt nicht? Doch, die gehören, glaube ich, dazu. Gehören die zu der Rotstab? Ja. Okay. Ist auf Bandtag bezogen. Aha, das ist aber sehr originell, dass sie in diesem Ding laufen, in diesem Bus. Ja. Also die haben sich wirklich etwas überlegt. Es ist ja darauf angesprochen, dass Kinder und Schüler am Montag vor allem am Bandtag auf Frust gehen. Weißt, okay. In Europapark? Ja, genau. Also ich würde sagen, hören wir denen mal schnell ein bisschen zu, wie die so pfeifen. Da haben wir schon die nächste Wagenklicke, und zwar sind das die Wildsäue aus Lausen. Und sagen, da tust du Sujet mal vorlesen. Wildsäue Lausen. Wenn du Lausen willst, Geschäfte als Hotelier, ist es nicht förderlich, aber dann tut es Geld, dass genau geschaut wird, was du machen musst. So macht es dann keinen Spass mehr. Das schaffen. Das ist natürlich eine Anspielung. Ja, in Lausen hat es nicht viele Hotelier. Jetzt hat Distanti das endlich in hat man das Geheimnis auch gelüftet. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Also die dann auch etwas von Lausen ausspielen. Jawohl. Wo vor allem die Region auch im letzten Jahr recht bewegt. Ja, es ist ja für ein Bed and Breakfast eigentlich schön, wenn man 7 Jahre Dauermieter hat. Dauergast. Sicher rentabel. Gut, also ich habe gehört, Tatjana... Ich sehe, er schaltet schon. Genau, Tatjana hat ein weiteres Interview, Gott sei Dank. Nein, und zwar gebe ich jetzt weiter zu Tatjana. So, hört, so bleibt man jung, wenn man unter Jungen ist. Okay, eine super Stimmung da. Jugendliche von überall kommen sie, von Buben da, von Zeven. Was machen wir heute noch? Abgehen, saufen! Aha, gut. Und was machen wir noch heute? Was machen wir noch? Ja, saufen und Turnen natürlich. Ein bisschen Wasser trinken wäre auch noch gut, gell? Party. Eine Stimmung! Was die Gruppe vor sich hat, das ist klar. Hat aber nicht wirklich viel mit Fasnacht zu tun, muss man kritisch auch ein bisschen kritisch sagen. Leider Gottes. Leider Gottes. Ja, da fehlt, ja, was willst du dazu noch sagen? Saufen halt, ja. Also da sehen wir immer noch die Wildsäue aus Lausen. Wechseln das Thema, am gescheitsten. Genau, dann können wir uns wieder den Wagen klicken, zuwenden und hinten dran kommen phänomenal Wackis. Jetzt sehen wir wirklich langsam die Stimmung, die Fasnachtsstimmung im Städtchen Liestl. Also, der Fasnachtsumzug ist jetzt so richtig angelaufen. Genau.
Das sind schon eindrückliche Bilder. Ja, es ist eine geballte Ladung an Kreativität und naja, das ist... Also Städtli wieder mal so richtig belebt. Ja, wenn man Augenzwinkern sagt. Ja. So viele Leute gibt es nicht oft in Städtli. Ja, es ist halt auch, die Gesellschaft hat sich auch verändert, natürlich. Oder? So. Ich weiss nicht, das liegt nicht allein im Städtli. Ich sage immer, wir sind Städtli. Wir alle, die hier zuerst... Also ja, Städtli besteht ja nicht. Liestal besteht ja nicht nur aus dem Städtli. Vor allem haben wir jetzt einen schnellen Formel-1-Wagen. Phänomenalwachses spielen nämlich als Sujet ausbremst, ob selber oder Stier. Beide sind ein bisschen hinten rein. Also, und wenn man das Tempo von diesem Wagen anschaut, ist das auch verständlich, dass sie ein bisschen hinten drin sind. Ja. Also, die Larven ist ja wirklich sehr schön. Ja. Hier ein Reim. Oh, so ein Reim. Plus, minus. Plus, minus? Gut, du bist auch der Fachmann. Ja. Können nicht viel mithalten. Doch, natürlich. Aber ja, ich schaue halt auf so Zeugs. Wie ist das eigentlich? Wie lange braucht man so einen Reim schreiben? Also ich kann wirklich Stunden an einem Satz haben. Ja. Bis mir die Aussage stimmt, bis der Ritt stimmt. Ich bin dort... Vielleicht da, man hat es sehr selbstkritisch. Ja. Und dann wird das Familie vorgetragen und dann kommt die vernichtende Kritik. Ja. Und das es muss ein Maß haben, ein Versmaß, es muss sich klein und dann wird es auch melodiös, das Teilen, es sind viele Sachen zusammenkommen. Apropos melodiös, jetzt sind das die Ohrengröbler aus Nunningen, die wir hier im Bild sehen, eine weitere Gruppenmusik. Es ist zwar einfach ein bisschen schade, da wird einfach getrommelt, aber wirklich Musik. Und dann werden sie schon fast total ja, ich kann das nicht verstehen. Eigentlich sollte man von Dörrli haben, aber Musik machen und Rhythmik. Ja, jetzt hast du die Plattform, irgendwie Musik zu machen. Ja. Und hören wir mal, vielleicht kommt da noch der eine oder andere Ton mal. Ja. Jetzt hören wir es. Also hören wir noch mal ein bisschen zu. Ja, hören wir doch zu. Also das tönt ja ganz gut bei den Ohrengröbler aus Nunningen. Und jetzt haben wir die Schlümpfli hier, die das Sujet ausspielen. Wir bleiben bei den Traditionen. Also das sind so die richtig traditionellen Wackis, die wir hier im Bild sehen. Ja, die Schlümpfli, das ist eine Clique, die sehr, sehr viel dazu beiträgt an der Fasnachtskultur Liestal. Also mit dem Steinmilch, im Semmos und so. Das sind schon die Rissereien. Also, das muss man so sagen. Die Schlümpfli haben im Gas gegeben. Also die bleiben bei der Tradition. Auch das Jahr, weißt, machen die als Verein auch sehr, sehr viel. Sie organisieren Jostöni auch oder Wagner. Und da haben wir Nuki Rucker aus Liestal und ihr ist ein bisschen stellvertretend dieses Jahr. Wir beerdigen die Fusion. Also wenn man hier den Taschenplätze anschaut, die Fusion ist schon noch eines von den Hauptthemen. Ja, das ist mehr. Also die 68,3% ist mehr. Also wirklich sehr schön. Das ist vielleicht noch spannend. Das ist eine Familiengruppe. Ja. Das ist, glaube ich, auch relativ selten. Ja, das sind die Farbkleckse. Die Familie macht zusammen etwas. Und das ist ja auch schon mal, ja, das ist einfach gut. Und hinten dran haben wir dann schon die Schnappschüsse. Mit der Nummer 10, das passt ja gerade. Wir haben es jetzt gerade im Bild gesehen, 1 Jahr feiern die, ein Jubiläum. Und sie sagen Wackis wie vor 10 Jahren. Also ich nehme an, dass das ihr erstes Sujet war. Und ja, Strohwagen, das ist
sie hat den Wagen mit Stroh. Das war früher noch verbreitet. Ja, genau. Und wir sehen jetzt hier auch wieder in der Totalen, dass Tatjana dort oberst oben ist. Und darum übergebe ich mal zu ihr und sie wird sicher wieder ein spannendes Interview machen. Jawohl, ich bin bei den Schnappschüssen. Und das 10-Jährige haben ja schon gesagt. Wie feiert ihr das? Ja, wir genießen das in vollen Zügen. Und du? Was sagst du dazu? Ich gebe Vollgas. Das heisst wie? Vollgas? Vollgas. Bei allem, was wir machen. Wie lange bist du schon dabei? Gründungsmitglied, beide. Beide 10 Jahre? Ja, schön. Warum sollen die Leute nach Liestal kommen? Gleich nach Liestal? Warum sollen die Leute daheim nach Liestal kommen? Weil Basel-Ländlerische Fasnacht die beste ist. Liestal ist die beste Fasnacht auf dem Land. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen und viel Spass hier oben noch. Und wir zeigen noch schöne Bilder zeigen von hier oben runter. Das ist auch bei uns im Wagen. Danke auch. Alles Gute. Gleichfalls. Nach den Schnappschüssen kommt wieder einmal ein Pfeifer und Tambourenklicke. Die Halbmann und Clique aus Frankendorf. Ja, das ist eine Clique mit einer ganz grossen Tradition. Das ist auch, die haben ja auch in Wildermann haben sie immer ihre Vorfasnachtsveranstaltung. Und Baumgarten Bernhard, der leider so früh verstorben ist, auch immer ein bisschen textet und Ski gemacht hat. Und seine Töchter haben dort auch mitgemacht. Das ist eine Clique mit einer grossen Tradition. Also hier haben wir jetzt so ein eingeschlichenes Scheissdreckzügel. Genau. Das macht ja ein bisschen Speziellen aus, oder, an der Phase. Ja, das sind so die Querdenker. Ich kann nicht lauschen denen, aber sie sind wirklich eingeschlichene, müsst ihr es nicht kennen. Aber ja, das macht so das so ein bisschen speziell. Ja, mir gefällt das. Mir gefällt das. Das ist auch nicht so der... genau, in Ding muss haben, so der Ablauf, so jetzt die Schrägen halt. Das ist immer farbig. Und wir sehen im Hintergrund wieder die Baselbieter. Flagge, auch hier ist es sonst nicht schwer zu erroten. Es bleibt, wie es ist. Stadigröcher, oder? Ja, genau. Ja, das ist... da stand ich offen dazu. Ich bin auch froh, dass das geblieben ist, wie es ist. Ja. Ja. Aber er ist eben ein dankbares Sujet für die Phase. Ja, und anscheinend, man sieht es jetzt auch an der Menge von Klicken, die das ausspielen, dass es auch Menschen auch doch auch beschäftigt hat. Ja. Da räuchert es im Hintergrund. Ja. Eben, das ist schon faszinierend, was die alles auf die Wege bauen. Ja, also, ja, da ist Einfallsreichtum und das ist schon schön. Ja. Städtle ist wirklich voll jetzt. Voll, ja. Konfetti liegen am Boden. Die Familienzügel, siehst du. Die Kleinsten schon mit dem Fasnachtsfeiern infizieren. Hast du bei deinen Kindern das auch? Wirken die beim Rahmtafel auch mit? Ja, der Sohn, der ist seit 5 Jahren dabei, schreibt auch. Ich kann jetzt am Musical «Mein Name ist Eugen» mitmachen. Er hat jetzt den Sprung einmal geschafft. Und die jüngste Tochter, Julia, die macht auch mit. Auch seit 5 Jahren. Was hast du für die Nachfolge schon gesagt? Ja, wäre schön, ja.
wäre schön. Ja, irgendwann ist, weißt, ich will ja nicht auf der Bühne stehen, solange ich das Wasser und den Text behalte. mal vorher trappen und im Hintergrund ein bisschen dann weitermachen. Ja. Nein, es ist schon, also für mich ist es sehr schön mit den Kindern. Was ist für dich eigentlich so das Kriterium, dass es ein Thema bei dir ins Rahmenwerfen schafft? Also ja, ich meine, eben auch Fusion und so, das sind dankbare Themen. Ja, das ist da. Also, letztes Jahr habe ich ein Fusionslied geschrieben, also Kontrafusion, nicht gleich wie der Flow, sondern eher auf kabarettistische Art. Und wir haben 5000 Anklicks gehabt. Also, man kann sehr viel bewirken, ja. Eigentlich mit Gesang und Text. Man unterschätzt das. Aber wenn jetzt wieder die verschiedenen Klicken ausspielen, die muss schon auch einen regionalen Bezug haben. Ja, nicht unbedingt. Es soll gesellschaftskritisch sein, aber so regional ist natürlich schon schön, oder? Ja, natürlich, das hat sich jetzt fast aufgedrängt, dass das passiert. Das ist auch politisch und gesellschaftskritisch, finde ich immer gut. Die Lupo-Ruchen spielen das Sujet aus, Fusion. Eine teuflische Sache. Man sieht so ein Major, das Teufel verkleidet. Ja. Sie spielen jetzt schon ein bisschen früher, also los mit ja, also, ja, super. Ja. Sehr ein einfallsreiches Kostüm. Ja. Ja, wenn man es genauer anschaut, sieht man von vorne rechts vom Baselbierstab links, vom Schwarzen, vom Baselstab. Und wenn das oben zusammenkommt, ist das dann eben die teuflische Sache. Also die haben sich jetzt hier etwas überlegt. Ja, und das sind eben die Details, wenn man sie dann, wenn man genau schaut. Oder? Das ist dann schön. Was ist das? Das sind Tretschbesen. Eine Holzsage als Wagen. Sie tun natürlich jetzt durch verregnete Sommer ausspielen. Fisch Ahoi mit trotz einem verregneten Sommer. Ah nein, das sind, muss ich mich korrigieren, das sind Ohrengröbler. Schnummige. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil das sollte ja eigentlich ist es nicht Halloween? Ne? Doch, stopp, Halloween. Ja. Da kommt mir gerade ein Text sehen, den ich vor 10 Jahren gesungen habe. Also, wenn du willst, darfst du du kannst den Refrain mitmachen. Ja, das Thema habe ich einen Text zugeschrieben. Also darfst du Halloween, ich sag einfach nur Halloween. Hol ich Kürbis im Kerzenschein, sie im Schweizer, sie Spleen. Jetzt kommt Also eine zweite Stimme hat jetzt schon erwartet von dir. Ja, komm, musst du ja nicht. Also das ist ja kein Text. Gut, aber eben auch das ein Riesenwagen, den die gebaut haben. Ja, es ist halt, sie sprechen natürlich etwas an, wenn es natürlich in den Grossverteilen im Oktober schon gerade die Bands gibt. Na, live, ich kann mir mal Kopfschütteln im Laden, oder? Ja, das ist echt. Es geht ja dann von Oktober zu Oktober gleich auch wieder nur ein Jahr. Ja. Also naja. So einen kleinen Wagen. Ja, da kommt jetzt sein. Die Kleinen, die gehen Schlagzeug einsammeln. Ja, da macht die Familie zusammen etwas, vielleicht, ja. Mit Kindern und Grosskindern. Das finde ich noch schön.
eben verkleidete Kinder, die gehen einsam. Da auch wieder so eine kleine Pfeife. Das ist herzig. Hier haben wir jetzt Tretschbesen. Doch auch noch im Bild Fischeheu mit trotzdem verregneten Sommer. Das ist natürlich ein dankbares Sujet. Die Wagengruppe, die es seit 2008 gibt. Und dann hinten dran mit dem 16 sind die Heide Löchler. Und auch sie natürlich wieder mitkämpfen für unser Baselbiet. Die Festung. Also die würden sogar in den Krieg ziehen für das Baselbiet. Ja. Hülfte Chance. Hülfte Chance, ja. Ich bin gespannt, ob ab morgen dann auch an der Basel-Fasnacht das Thema wird sein. Ja, der eine oder andere Basler wird auch froh sein, dass er nicht mit der Anpassung zu tun. Aber ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht in Basel, im Fernbach-Theater und so. Also ich bin dadurch ein Föderalist. Ich finde es gut, dass man das auch so miteinander, nebeneinander ausleben kann. Jetzt hinten dran die junge Garde von der Rotstab. Die spielen jetzt einfach so eine Fasnacht traditionell. Haben die als Sujet. Die Rotstab ist, glaube ich, die grösste Clique in Liestl, oder? Ja, das ist auch traditionell die älteste. 1930. Einmal haben wir auf einen Umzug verzichtet während der Kriegsjahre. Und sonst immer dabei gewesen. Also ich nicht. Ja. Gut, haben wir das Alter auch schon geklärt. Würde ich noch gut aussehen. Nein, das ist natürlich... Die Rotstab-Clique ist sehr innovativ. Natürlich mit dem Rotstab-Cabaret und allem. Schon sehr viel, oder? Aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Wir haben die junge Garde, wir haben die Rotstab-Klötteri, die hinten dran kommen. Und dann haben wir die Rotstab-Clique. Warum die Aufteilung? Ja, Klötteri sind natürlich ehemals Stämmler, oder? Rotstab. Und dann sind sie halt in die Jahre gekommen und ein bisschen klötteriger geworden. Ein Klötteri ist ja auch so eine alte Sache. Die alte Garde. Ich hoffe, sie hören es noch. Aber jetzt hören wir mal dafür, wie das bei ihnen tönt. So, und jetzt ist Tatjana mitten in den Kindern, hat sogar jemand auf der Hand. Tatjana, aber die gehört nicht zu dir, das Kind? Nein, gehört nicht zu mir. Aber was gibt es Schöneres als Kinder, die Freude haben an der Fasnacht in so tollen Kostüm? Wie heisst du? Alicia.
Alicia, gefällt dir die Fasnacht? Ja, Was gefällt dir an der Fasnacht? Trommel. Gefällt dir? Willst du das mal lernen? Oh, toll. Ich hatte daheim bei meiner Mami so eine Trommel. Hast du? Wow. Jetzt frage ich noch die anderen. Wie heisst denn du? Wie heisst du? Schau mal hier. Kamera. Wie heisst du? Tatina. Ah, und du? Dominik. Anna. Leon. Enya. Muriel. Und ihr macht Fasnacht, hä? Ihr habt Freude hier in Liestl. Was gefällt dir an der Fasnacht? Achtung, schau mal hier in die Kamera. Für die Leute, was gefällt dir? Dass es so ganz viele Konfetti hat und Süßigkeiten und man hat einfach ganz viele Freude. Das ist schön, ihr habt viel Freude. Dann haben wir auch Freude und habt noch ganz viel Spass, ihr alle zusammen. Liestl ist international, he? Ja, du. Ja, hoppla. Ja. Jetzt haben wir dafür fast ein bisschen den Rotstab. Ja, das ist ein bisschen schade, aber wer die will hören, der hat sicher noch in den nächsten Tagen zu Liestl auch noch die Möglichkeit. Nein, ja, ich denke schon. Ja. Die gehen ja essen und halten die Strassenfasnacht. Ist das zu Liestl noch So. etwas? Ja, Wird da noch gegessen? Ja, auf zu wenig, weil in diesen engen Gassen, du hast, also nicht wegen der Enge, aber die Guggen, die ja auch ihre Berechtigung haben, oder? Aber die spielen natürlich auch hier zu Liestl und für eine Pfeifferklicke oder eine Dammblut-Pfeifferklicke neben einer Guggen bestehen, dass nebeneinander Toren, da fehlt auch die gewisse Toleranz. Gerade so Platzkonzerte und natürlich auch Rotschlag-Klicken und Toren. Und da müssen wir halt ja, einander ein bisschen spüren. Also Rücksicht nehmen. Ja, ein bisschen, ja. Die Pfeifer- und Tamburenkunst, die auch sehr hochstehend ist, die wird halt durchs Blech verdrängt. Ja. Aber nichtsdestotrotz sollte beides seinen Platz haben. Nicht nur von der Lautstärke. Nicht nur von der Lautstärke, ja. Also wir haben den Rotstabklicken doch nicht verpasst, weil hier laufen sie nämlich gerade durch die Rothausstrasse. So, und jetzt wird es sportlich. Ja. Guggenwaggis. Der Fisch ist Bach ab. Eine Anspielung auf den Konkurs von der EHC Basel Sharks. Ja. Also wir haben nicht nur Fusionsthemen, sondern wir haben auch Baselbieter, die angeklicken, die Basler Themen spielen. Ja. Das ist schade für den EHC Basel. Ich habe dort auch anfänglich, als sie dann in der ersten mitgespielt haben, habe ich es auch unterstützt mit 2 Plätzen, wo man beim Spielhaft hat. Ich habe auch ein bisschen das gesetzt. Ich dachte, in der Region es muss Platz haben, aber hat sich nicht. Eishockey ist vielleicht halt gleich. Er hat einfach einen schweren Stand. Hat einen schweren Stand. Neben Fußball. Ich hätte eigentlich mehr erwartet, aber Gut, das ist Guggenmusik, Wasserfallenschränzer. die gibt es schon lange. Ja. 81. Mit einem edlen Kostüm. Keltische Könige.
sind also Kampftrinker und auch sie spielen das Sujet aus. Der Sommer war beschissen. Sie haben gefunden, sie holen jetzt den Sommer ein bisschen in die Region, indem dass sie Hawaii-Wackis sind. Da wird einem ja richtig warm ums Herz. Sie teilen natürlich auch wieder an Besucher hier vom Fasnachtsumzug 2015 zu Liestel ihre Sachen, Orangen etc. Es hat einen Haufen so kleine Pfeifferformationen durch Liestel, die durch die Strasse ziehen. Sind die jetzt oben unterwegs? Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Das ist einfach das, ja, das Gässle, weißt, das ist ja das, wo du Nachtphase nach neuem Ohrnamen hast. Ja. Weißt, oder wenn du einschläfst, so, hat man da nochmal Film und die Töne im Ohr. Man weiss genau, das kann nicht sein. Und das ist so die Herzblutphasnächte, die haben das. Das trägt sehr viel zu bei, das ist schön. Drei Wackis, die auch sehr typisch Sujet ausspielen. Selfies, genital, ja. Genial. Das ist ein guter Spruch, also gutes Wortspiel. Und natürlich auf die ganzen Hollywood-Stars, die ihre persönlichen Fotos und die Öffentlichkeit geraten sind. Ja. Ja. Ja, das ist ein dummes Missgeschick. Kann man so sagen, würde ich sagen. Ja. Nachher kommt dann auch wieder eine relativ grosse Pfeifer- und Tambourenklicke. Excalibur aus Liestel. Ja. Das ist auch sehr verwurzelt. Sehr innovative Clique. Und die bringen auch, den Ursprung haben sie eigentlich auch aus der Rotschau raus. Wo ist denn das entstanden? Und der Ziegler, der dort federführend ist, der bringt immer wieder sehr gute Pfeiferinnen und Pfeifer raus, auch Tambouren. Aber Excalibur trägt schon sehr viel dazu bei, dass am Nachwuchs, es fehlt, auch dort fehlt es ein bisschen am Nachwuchs, habe ich mit dem noch geschwätzt, letzte Woche mal. Ja. Aber sie bringen es immer wieder fertig. Aber bevor wir Ihnen jetzt zuhören, geben wir noch mal schnell zu der Tatjana. Sie hat nämlich ein weiteres Interview. So, jetzt bin ich bei der Excalibur, beim Meiljahr von der Excalibur. Wie lange bist du schon da? Also wie lange machst du das schon? Entschuldigung. Ich mache das jetzt 19 Jahre. 19 Jahre? Hei. Was gibt es da alles zu? Was sind deine Highlights? Oh, Highlight ist jede Fasnacht. Es gibt keine, die nicht gut gesehen wäre. Hat alles seine Höhen und Tiefen. Wie ist das? Sind ihr am Gässle oben? Sind ihr unterwegs? Ja, selbstverständlich. Das ist doch der Sinn und Zweck vom Pfeifen und Trommeln. Selbstverständlich, hat er gesagt. Das habe ich verstanden. Ich verstand die eben nicht so gut. Das ist schwierig mit dem Kübel. Es ist schwierig, so zu reden. Das ist schwierig in dem Kübel, genau. Was müssen wir über euch noch wissen?
Bei uns sollte man wissen, dass wir eine Pfeifer- und Tambourenklicke hier von Liestel sind und dass wir uns Mühe geben, jedes Jahr noch schön Zeug zu finden. Ich habe das so einigermaßen verstanden. Die Leute daheim haben das sicher auch verstanden. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spass beim Gässle. Dankeschön. Schöne Fasnacht. Das Sujet von der Excalibur ist, wir setzen ein Zeichen. Auch hier geht es wieder um Smartphones. Bevor du deine Nachricht kannst verschicken kannst, tust du zuerst noch auf ein Smiley klicken. Und hier hinten der Lärm von den Morgentaler. Aber vielleicht können wir gleich noch ein bisschen den Excalibur zuhören, der Pfeifer- und Tambouren klicken. Und auch die Morgentaler feiern ein Jubiläum. 25 Jahre rocken wir die Fasnacht. Let's Rock It 2015. Also auch das ein Klicken, was es schon relativ lang geht. Und dementsprechend werden Konfetti verteilt. Die Köpfe sind Hammer. Auch jetzt sehr Die Larven detailliert. sind wirklich Hammer. Hätten zwar recht, sind die von Bubendorf. Ich kann es jetzt nicht einmal genau sagen. Es ist eindrücklich, die Larven. Was kostet so eine Larve? Ja, ich sage jetzt so zwischen so um die zwischen 200 und 500 Franken. Da gibt es natürlich alles Mögliche. Dass sie dann genau so den Vorstellungen entspricht, die man im Kopf hat, ist auch noch eine Herausforderung. Ja, also es gibt natürlich ganz alte gesessene, gute Larvenbauer. Ja. Dann haben wir die Lausbuben. Als erstes Thema Selfie waren. Ja. Ein Selfie dort, ein Selfie dort. Da können auch wir nicht widerstehen. Wagenbesatzung, wir sind alte Fotografen mit Stil. Auch hier wieder eine gute Larve. Also es ziehen wir ein Zwischenfazit nach einer Stunde. So Zwischen, die dominieren, sind Fusion und Selfies, würde ich sagen. Oder? Fusion, Selfies und das Wetter. Ja. Ja, mit den Selfies, das haben wir gesehen. Das ist natürlich ein gesundes, auch bei mir am Rand, auch für die Schnitzelbank. Das ist auch, die Ständellampe hat sich bei mir gefragt, in einer Bank, die er gemacht hat, ob das wie der Gary Müller eigentlich so beweglich kann süssen. Genau. Also ein Selfie. Apropos Selfie, bei den Lausbuben auf dem Wagen ist jetzt Tatjana. Machst du ein Selfie von dir noch? Hey, unbedingt. Sicher mache ich ein Selfie, mache es noch auf Facebook. Ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee ist bei den Lausbuben. Schau mal, Hilfe. Ich zeige mal hier rüber, da haben wir Selfies, die man gerade machen kann. Können wir es mal machen, bitte? Los, hoppla. Machen wir eins. Jetzt ist es eben am Laden. Okay, erzähl mal ein bisschen über die Lausbuben. Ja, die Lausbuben, wir sind seit 2007 auf den Strassen unterwegs. Das Jahr das Thema Selfie. Wir finden, nicht nur Prominenz macht Selfie, alle machen das auch. Und da haben wir gefunden, das müssen wir mal machen. Oder? Das ist doch eine lustige Sache. Heute oben, was läuft? Ja, heute oben haben wir einen Klickerkeller im Amtshaus unten drin. Also alle vorbeikommen, die wollen. Chiembesen schauen und morgen geht es weiter auf Frankendorf. Wunderbar, Achtung, wir machen ein Selfie. Also. Achtung, wir nehmen es gerade auf. Achtung, Kamera, Achtung. Und. Also und jetzt. Ja, aber das geht nicht so. Warte, da rüber. So. Ja, okay, so, und? Ja. Ein anderes also, noch. Noch 3 Chancen. Den letzten machen wir drauf. Super. Also wirklich kreative Idee von den Lausbuben. Als wäre unsere Moderatorin Tatjana Pietropolo mal möchte ein bisschen genauer studieren, hat die Möglichkeit jetzt auf der Facebook-Seite der Lausbuben, dort wird sicher das ein oder andere Selfie von ihr jetzt drauf kommen. Wir haben im Hintergrund dann schon die Ruhe klicken, nur wir Affen schaffen.
bisschen eine Anspielung auf die Regierung, auf die Honorare, ja, genau, der Baselbieter Regierung. Ja. Ja. Ohne Worte zu genießen. Genau, sie haben auf dem Wagen einen aufgebrochenen Geldtresor. Und sie sind Affen in Arbeitskleidern, die in Klammern arbeiten müssen. Ja. Das ist jetzt eben der Spiegel der Obrigkeit vorgekämpft. Ja. Das ist so ein bisschen der Sinn. Ja, Schafen, ja, das ist gut. Ruchenklicker ist eine ältere Clique, die zu Liestl schon sehr lange mitmacht. Das ist auch der Ruchenkeller, haben ja die noch am Bahnhof oben. Ja. Da sind, Also viele Klicken haben auch noch irgendwo in einem städtischen Keller, wo jetzt oben dann noch Post abgeht. Ja, das ist so, ja. Das ist sehr vernetzt, das Ganze. Ja. Das sieht auch cool aus, das Auto. Auch das nicht irgendeine offizielle Formation, sondern etwas, was sich reingeschlichen hat. Es muss auch Platz haben, finde ich. Ja. So Zeugs muss Platz haben. Können die einfach hier oben einsteigen oder wie läuft das? Ja, ich weiss nicht, woher sie kommen. Mit so einem Wagen könntest du nicht einfach durch das Seitengässchen und dann einfach einstehen. Also. Ich finde es so schön auch vom Komitee, dass es auch reinlässt. Ja. Nicht allzu stur wirken. Ja. Und Tatjana ist richtig flüssig. Nach dem Selfie hat sie jetzt schon das nächste Interview. Und zwar wird sie hier umchauffiert. Ja, hallo, ich bin hier bei der Elvis. Ganz toll, bin ich früher Fan gewesen, habe immer gelost. Achtung, wir machen ein bisschen langsamer. Da, ihr seid die Wilden, hä? Jawohl. Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Eigentlich mit blöden Zusammenhocken miteinander, mal ein Bier trinken haben gefunden, komm, wir machen einen Cadillac. Und wir bauen gesehen haben, hey, weißt du was, Elvis wird 80 Jahre alt. Wir bauen einen Cadillac und machen Elvis. Jetzt, wie viele sind ihr? Wir sind 2 Familien. Mit je 2 Kindern. Wir machen das schon 12 Jahre jetzt. Und alle dabei? Sind nicht mehr alle dabei. Wir sind nur noch 2 Familien. 2 sind austreten. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne Fasnacht. Dankeschön vielmals. Setz mal an. Ja, setz mal an. Das sind Schlappschwänze. Wir sind und bleiben Baselbieter, also auch hier wieder die Fusion. Baselbieter Wackis. Noch ein weiteres Mal Keep Smiling. Das sind Äffensage. Das ist ja wieder ausspielen. Auch hier wieder sehr schöne Larven. Das ist die Vielfalt von den Smileys. Dann kann man im Hintergrund Knoblauchfresser
Auch sie feiern ein Jubiläum. 30 Jahre gibt es ja schon bis jetzt. Also in diesem Fall von den Jubilaren die älteste Gruppe. Sie spielen sich eigentlich selber aus. Sie haben sich hier dafür in die Schale geworfen und tragen einen Frack. Jetzt haben wir den Knoblauch zwischen den Zähnen. Es ist noch schön, die dürfen als 30. Formation durch Städtchen durch. Wird da ein bisschen Rücksicht genommen auf die Gruppen, die von Jubiläum... Von der Starteinteilung, das könnte ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber ich denke schon, eine Clique mit Tradition kann schon auch noch ihre Wünsche anbringen. Ja, sie haben jetzt hier Startnummer 30 und sie haben 30 Jahre. Ja, ist noch neu. Könnte fast drinlegen, als da Rücksicht genommen wird. Aber ist ja gut. Das ist ja schön. Das ist jetzt trotz schon Clique-Start das erste Jubiläum hat, wäre sie wieder zuerst gelaufen. Ja, oder das 100. oder irgend so etwas. Das ist der Böffeli, weißt du. Das ist eine Zwei-Mann-Formation. Ja, der Böffeli ist das, ja, der kommt immer wieder mit so. Das finde ich jetzt ein ganz schönes Sujet. Er tut Halbkantönler Leckerli. Ohne nichts verteilen, keine Musik, kein Dings. Das ist schon fast ein bisschen also irgendwie selten. Also das habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, ein Rezept, oder? Ein neues Rezept. Ein bisschen mehr Kirsch und ein bisschen mehr ohne Worte. Ja, man hat es auch als Rahmleckerli, also Rahmdäferli und das Leckerli. Rahmleckerli, Raum, wie wir im Baselbier sagen, das Raumdäferli. Das Raumdäferli. Ich mag mich noch gut erinnern, dass Mutti die noch mal gemacht hat. Die sind natürlich nicht so weich, wie sie jetzt eigentlich sind. Oder? Ja. Und da bist du dann lang am Käuen. Sie hat den Zucker und Rahm. Und da sieht man auch, das muss auch wieder irgendeine Familienformation sein, die sich irgendwie dazwischen geschlichen hat und teilweise auch das zusammen gemacht hat und so Zeit verbracht hat und die Kleinste mitgeholfen hat. Ja. Ja, so macht auch die ganze Familie miteinander mit. Das ist schön. Das ist zwar das eine. Nein, die Bunten. Die Bunten, also das sind jetzt eben die Bunten, so, die hinten dran kommen. Das ist so und bleibt so. Einmal dürfen sie roten, auch hier geht es wieder um Fusion. Also die Vielfalt ist schon ein bisschen beschränkt. Also die Vielfalt. Ja. Ja. Aber gut, es ist halt auch wirklich das Thema, das im letzten Jahr dominiert hat hier in der Region. Ja, natürlich. Nichtsdestotrotz kann man... Es ist schon gut. Das sind Pfifferling, Schlauf, Liestel, Schlauf. Ja, sag mal. Nein, mach nicht. Das ist also, das wird alle Jahre irgendwie wieder einmal gebraucht. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Aber also in Liestel kann man sehr viel machen. Man muss es einfach machen. Dann schwellen wir ruhig. Also da kommen wirklich Gruppen aus der ganzen Region auf Liestel. Ja, 25 Jahre auch. Das sind wieder traditionelle Wackis. Der Offroader von der. Ja, ich wollte sagen, vorher hast du noch von den Traktoren gehabt. Jetzt so merkt man, die kommen aus der Stadtregion und nicht vom Land. Während irgendwie die Formationen von Nunningen so mit dem Traktor kommen die von Allschwil. Ja, weißt, wir haben natürlich in dieser Gegend immer sehr viel Schnee und dann braucht es halt auf einer Allrad 25 Liter Karren von dran. Gut, wenn wir vorher vom schlechten Sommer hatten, müssen wir sagen, der Winter bis jetzt ist ja noch nicht so der Hammer gewesen. Also von dem her. Ja. Aber wenn dann das Zugfahrzeug mehr auffällt, dass da so hinten dran ist. Nein. Die Autoindustrie muss auch hier wieder mit Stroh den Wagen gemacht. Ja, Stroh ist also traditionell. Es ist natürlich
Stroh ist in der Beschaffung halt sehr günstig gewesen, Ja. oder? Und die Wege sind vielmal anhängig von Bauernbetrieben und das Stroh naheliegend. Ja. Und man hat mit wenig Mitteln hat man etwas machen können. Okay, Ist das und jetzt? gegangen? Ja, das sind, genau. Das sind schon. Ja, da bin ich bei den Gründungsmitgliedern dabei gewesen. Genau, das kann ich mir so 10 markieren. Jahre lang. Dann. Da fehlt mir jetzt ein bisschen die 3 Herren Vorträbler. Und mit denen bin ich gestern an einem 55-jährigen Geburtstag gewesen, auch von einem Ex-Schnurr-Golf-Mitglied. Und der Einzige, der jetzt noch dabei ist, das ist 1978. Ja, das ist jetzt bald 30 Jahre, wo ich dabei war. Also so einen 55. Geburtstag steckt man nicht mehr so locker weg. Ja. Bin noch froh. Ich habe mal eins vorfliegen. Aber die 3, die den Vortrag machen, die sind noch ein bisschen bleiben höckeln. Aber Okay. Nein, Ein bisschen, vielleicht hocken sie immer noch. nein, sie haben von Anfang an gesagt, sie Okay. machen, wir Kinder sind halt jetzt auch langsam draus dort und ja. Ja. Also, während wir hier Bilder von der Schnurgolfer sehen, geben wir mal zu der Tatjana. Sie hockt hier, glaube ich, in der ersten Reihe. Darf ich vorstellen? Basel-Land Basel, Zürich, Luzern und Bern. Es ist eine riesige Freude, dass ihr da seid. Wie gefällt es euch? Gut, super. Was genau gefällt euch? Oder was gefällt euch besser als in Zürich? Ist ja klar, oder? Ja, das Lieststall ist einfach lässig und toll, oder? Absolut toll. Genau. Wie gefällt es euch hier? Das Lieststall, hure geile Sache ist das hier. Oh, hure schön. Und warum sollen die Luzerner hier ankommen, nach Liestl? Ihr habt schönere Wege. Ihr habt die schöneren Sujets als wir. Oh, danke schön vielmals, das ist sehr lieb. Wieso sind ihr da? Was gefällt euch hier am besten? Wir sind ausgewanderte Baselbieter. Ausgewanderte Baselbieter? Ja. Also jetzt, wir üben jetzt mal alle zusammen. Was ist die schönste Fasnacht und wo ist die schönste Fasnacht? In Liestl! So ein Kompliment von einem Luzerner zu hören, das ist natürlich schon sehr bewegend. Was nach den Luzern hat ja auch relativ hohen Stellenwert. Ja, das also so vor allem der Wagenbau und so ist ja was die Zeit investieren in Luzern, das ist unglaublich. Ja. Das sind Laternenschränze aus Liestl. Sie spielen so für den Sommer an, sind das Eskimo verkleidet. Ja, sehr schön. Sommer, was ist das? Die Laternenschränze bereiten sich auf die Eiszeit vor. Genau, trotz der Erwärmung. Ein weiteres Jubiläum feiern wir hier, und zwar von den Knillenkehrer. Auch sie werden 30. Und das ist noch schön eigentlich. Wir haben jetzt so 2-3 Mal gesehen, Wagengruppen, die traditionelle Wackis ausspielen. Ja. Geil, vielleicht wird es mal den Elsässern zu bunt, dass sie ja jetzt, es gibt ja jetzt eigentlich aufgehoben worden. Vielleicht fusionieren wir ja mal mit den Elsässern, dann haben wir zum Wackis. Jetzt schon nicht zwischen einem Baselbieter und einem Basel-Club. Ja, so ein Wackis ist schon etwas Schönes. Ist halt sehr traditionell, aber so eine Antitante zum Beispiel jetzt. Das, ja, so eine Chaise ist glaube ich keine mehr dabei. Aber der Wackis, ja. Nein, das ist wirklich auch schön. Werden wieder Sachen verteilt. Dann kommen Thekenschläfer im Anschluss. Sie feiern ein internationales Sujet. ABBA, ja, 40 Jahre Waterloo. Nein, schau die laufen. Sehen wir sich wirklich, dass die Gruppe sich etwas überlegen.
Stark mit Gitarren und allem drum und dran. Unglaublicher Ausdruck, die Larve. Ja. Ja. Da sehen wir auch, was so räuchert. Das ist nicht irgendwie der Wagen, der brennt, das hoffe ich jetzt mal zumindest, sondern das ist irgendeine Nebelmaschine, die auch darauf installiert worden ist. Also anscheinend. Bühne-Effekt halt, Nebel. Ja. Trockeneis, wird das gemacht. Hätte sie echt das auch singen können? Ja, das wäre jetzt mal noch spannend. Vielleicht schafft es ja Tatjana auf den Wagen, weil dann haben wir, nachdem was du schon deine Gesangskünste auf dem Sender hast können unter Beweis stellen, hören wir vielleicht noch 1 oder 2 Thekenschläfer, die unser Ständchen singen. Das wäre eigentlich schon, das wäre jetzt fast schon eine Aufgabe an Tatjana, dass sie sich da drauf bewegt. Ja. Waterloo. Dann kommt Goldbrunnen-Klicken aus Lieschen im Anschluss. Auch wieder ein Pfeifer- und Tambouren-Klicken. Ja, die ist auch sehr traditionell. Ich liege auch einen Keller zuerst. Ja. Rathausunternehmen. Die befassen sich mit den Gesetzen, die die Stadt Liestl immer wieder ein bisschen rausgibt. Ja. Die mehrheitlich für Katzen sind anscheinend. Wegen dem sind sie hier als Katzen verkleidet. Hier sehen wir schon die erste Laterne, die dann heute oben vor dem Chiembausen-Umzug wird nochmal durch Städtchen durchlaufen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, die erste Laterne. Ja, die wir gesehen. Also die Bandbreite ist wirklich gross. Also wir haben es gesehen von Angeklicken, die Pfeifer-Tambouren-Gruppe. Wir haben die Einzelmasken gesehen, die einfach still durch Städtchen durchlaufen. Jetzt sehen wir schon die erste Laterne. Und schön. Das ist eben, gerade bei den Laternen ist ja das künstlerische Schaffen. Das ist zum Teil unglaublich, was da einfach für 2-3 Tage gemacht wird. Aufgewendet wird. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Das sind jetzt Zacklüse aus Liestl. Sie spielen wieder ein bisschen auf die moderne Zeiterscheinung an. Und Jaku und Batterie sind das nicht schöne Zeiten gewesen. Und Leiterli-Spiel sie auf ihrem Wagen. Das ist die von junge Clique. Also ich denke jetzt auch eher jüngere Leute. Und es ist eigentlich nur schön, wenn sie selber ihre Zeit langsam zum Thema nehmen. Also, das sind noch Zeiten gesehen, was Leiterli-Spiel angesagt war. Selbsterkenntnis gibt es dahinter. Auch wieder extrem viel Gedanken gemacht bei diesem Wagenbau. Man sieht die Leiter, man sieht, das sind Holzjäterruhe, die wir hier sehen. Auch wieder ein riesen Traktor von dran. Grossmacht Schweiz.
Wir hoffen es doch nicht. Wird noch verhandelt, ob man etwas bekommt oder nicht. Ja, ja. Ja, das muss man mit den Schweizer. Ja, klar. Man muss halt ein bisschen verhandeln. Ja, das sind die stur, die Schweizer. Ja. Im Hintergrund hören wir schon die Frankenschänzer aus Bubendorf. Und das wieder eine relativ grosse Gruppe. Die sind traditionell, glaube ich, auf einem Wagen, wenn es so recht ist. Ich bin jetzt gespannt. Also die Guckenmusik läuft dann schon hinten drin. Das sind Jetzt nein, ja. Die sind jahrelang auf einem Wagen gekommen. Und haben gespielt während dem? Ja, auf dem Wagen oben. Okay. Das hat aber schon lässig sein. Das ist schön. Das sieht jetzt auch genial aus. Ja, das ist eine relativ grosse Gucke. Hat halt eine Wirkung dann, so die Masse. Hat die Larven. Also. Ja. Dann sehen wir schon die nächsten, das sind die Schnapsbirli-Wappis. Oder ist das, kann zwar auch wieder eine wilde sein? Ja, die hat jetzt einen Baumittelpfad gehabt. Das ist recht intensiv, also folgt eins nach dem anderen. Es ist nicht irgendwie grosse Löcher dazwischen. Ja, ist wirklich, muss sagen, Kompliment an der Umzugsleitung, also dem Komitee, das so steuert. Das ist wirklich gut. Ja. Schnapsbirli. Sie haben ein lokales Thema wieder. Liestl lässt ihre Batzeli-Rolle für die das Kind betreuen sollen. Genau. Das ist auch etwas, was Liestl in den letzten 365 Tagen scheint bewegt zu haben. Mhm. Das ist ja schön, dass man da zwischen all diesen Fusionssujets und Smileys und Selfies etc. wieder mal ein lokales Sujet hat. Es ist eine Gesellschaft, wo beide zum Teil müssen halt arbeiten, damit sie ihre Mietzinsen auf die Runde bringen und. Wo beide müssen arbeiten, dass man gerade diese Familie dann auch unterstützt und so Institutionen mitfinanziert. Ja. Okay. Da sehen wir auch. Er hat mir sehr viel Herzblut gemacht in diesem Wagen. Wunderschön. Ja.
Das ist auch eine traditionelle Clique. Die Schnapsbierli, die gibt es schon lange. Das steht jetzt so, ich weiß gar nicht. Aber das ist eben ein lokales Thema jetzt einmal, das sehr schön ausgespielt ist. Und hier sind 6 kleine Bengel und sicher keine Engel. Also das, grosszügig sind sie, aber hinten dran kommt allweil die strenge Mutter, die mit dem Anfänger, wobei ich daran kann, der Fasnacht wird sie wohl auch das ein oder andere Auge zudrücken. Ja, ja. Das ist ein Ausnahmezustand, nicht nur in der Stadt, sondern auch hier zu Liestl. Natürlich. Das glorreiche Auftakt in die 3 schönsten Tage. Und hier zu Liestl mit dem Fasnachtsumzug und dann jetzt oben mit dem Chiembesen. Sicher ein idealer Startschuss. Ja. Und eben das Wetter ist perfekt. Mal da sehen wir auch Tatjana auch wieder. Ich nehme an, dass wir in wenigen Augenblicken wieder ein Interview haben, weil sie wird hier durch Städtchen durchchauffiert. Jawohl, ich bin hier bei der Schnapsbierli und es ist sehr gemütlich und sehr einfach. Wie lange haben Sie gehabt, um das zu bauen? Ja, wir machen das etwa 8 Samstage lang. 8 Samstage, wie sehen die Samstage aus? Ja, da fangen wir am Morgen um 9 Uhr an und hören zu oben um 6 Uhr auf. Und wie viele sind ihr? Wir sind 6 Stück. Was läuft jetzt noch in den nächsten paar Tagen bei euch? Ja, wir machen nur hier mit, jetzt am Nachmittagsumzug. Und zu oben haben wir noch einen Feuerwagen drin. Und am Mittwoch, am Kinderumzug, sind wir dann auch noch mal dabei. Aber dann sind vor allem Kinder aktiv und wir helfen mit. Oh, das ist schön. Alle zusammen, gell? Euch gibt es schon über 20 Jahre, ist das richtig? Genau, ja. Und wie viele sind ihr insgesamt? 6 Stück. 6 Stück, habe ich ja vorher schon gefragt. Ich wünsche eine schöne Fasnacht und tschüss zusammen. Ja, tschüss. Hier ist die Tatjana Gmerkig heute. Ja. Jetzt haben wir die Frankenspatzen. Sie spielen auch ein bisschen, zwar auf Frankendorf bezogen, aber das Beizensterben an. Frankendorf stirbt aus, gleich kann man nie mehr einen schnappen. Das ist die kurze Beschreibung von ihrem Sujet, das heisst «Austrinkende». Und sie sind als halbtote Wackis verkleidet. Schauen wir mal an, wie das dann aussieht. Oder das Restaurant Rebstock. Da haben wir die halbtoten Wackis. Ja, das Café Sommer ist es, wenn es mir recht ist. Hat auch zugemacht. Ja. Das ist also nicht nur in Liestl ein Thema, sondern auch... Die Gesellschaft hat sich auch geändert. Man geht nicht mehr zu oben einfach schnell ein Bier trinken. Ja, viele Faktoren. Auf der anderen Seite auch, man ladet seine Freunde heim und das hat einen anderen Stellenwert. Ja. Das kann sich auch wieder ändern. Also. Mit unserer Kameramann ein bisschen Konfetti abgekriegt. Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Dörrli ein bisschen im Hintergrund und den beiden Wackis auf dem Wagen. Ja, das Beizensterben. Ja. Nein, früher an einem Freitag auf dem Bau. Das ist ja etwas sehr Traditionelles. Natürlich, Knochen, Knochen, das Säublauter. Das sehen wir, das Säublauter habe ich jetzt heute gar keine gesehen. Aber noch mal kurz aufs Beizensterben. Man hat einfach sein Freitagfeuer oben genommen und man hat seine Baukollegen noch gesehen. Und hat hier jetzt Trotzköpfe aus Liestl. Das ist, glaube ich, die einzige Clique, die auch ein das Motto von der Liestler Fasnacht, das heisst «Wir gratulieren» ausspielt. Ja. Ihr Sujet ist nämlich jedem sein eigenes Bänkchen zum 150. Geburtstag. Ja, da habe ich jetzt noch geschäftliche Beziehung dazu, weil ich die 150 Bänkchen haben wir streichen. Kann man jetzt auch eingelegt haben, wenn sie im Neo blättern. Aber nein, wir haben die 150 Bänkchen dafür streichen. Das ist ein ganz schöner Auftrag. Und ich finde, es ist auch schön, dass in Liestl, in der Kantonshauptstadt, vergeben worden ist. Ja. Das ist ein Pfeifer und Tamburen. Ja. Hoffentlich blättern sie noch. Also die Waldgeistli. Einfach nur so. Ein einfaches Sujet. Waldgeistli. Ein sehr stille Geniessen von der Liestler Fasnacht.
und hinten wieder klicken. Wir sind von der Feuerwehr Basel-Land. Also sogar ein Feuerwehrwagen, der durch das Städtchen durchrollt. Sie tragen muss die erste für Uniformen von den Zürcher austragen, oder ist das? Müsste ich mal mich nachfragen. So ist der bei der Feuerwehr? Ja. Für die Mädchen, ja, das ist mit der Feuerwehr natürlich. Ja. Das ist jetzt, ja. Das sind Güllerrückenzunft. Ja. Conchita Schum. Können wir jetzt die kurze Beschreibung jetzt nicht vorlesen. Die ist schon fast für man müsste fast, Kinder, aber unter 18 nicht geeignet. Auch das. Also, ja. Genau. Und die Wagenbesatzung sind dann ab FIFA-Schiedsrichter. Da komme ich jetzt nicht ganz draus, aber so überlasse ich jetzt zusammen den Zusammenhang herauszufinden, überlasse ich jetzt hier unseren Zuschauerinnen und unseren Zuschauern. Ob Homo wie Schul ist doch beides cool. Dann Loch ist Loch und was reinkommt, ist Wurst. Da kann ich einfach dazu sagen, Kopf ist Kopf und was drin ist, ist Hohl. Basta. Also, genau. Weitere Guckenmusik, Schwarzbubenschränzer. Die spielen Sheriff an, bezogen auf die digitale Überwachung. Der Wilde Westen von in Nuglen an. Ja. Die nächste Gruppe, die nach der Schwarzbubenschränzen kommt, das ist eine Premiere. Sie dann noch hinten gesagt, die Promillejäger. Sie sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei und wenn sie auch normale Wackis sind. Gibt es eigentlich noch oft, dass so eine Clique neu gegründet wird? Ja. Das sind ein paar Junge, so 16, 17, 18 Jahre fort das meistens dann so irgendwie aus dem vielleicht sonst schon in einem Verein sein oder einem Fußballclub oder irgendwo sonst. Und dann wir könnten auch Fasnacht machen. Also Tradition Fasnacht, auch da ist der Nachwuchs ist gesagt. Ja, eben eher bei den Pfeifer, also bei den Gucken sicher kein Problem. Wagen auch sehe ich weniger. Aber was dann so sind die Finessen oder so Pfeifer, Tamburen, die Klicken haben eher Probleme mit der Rekrutierung. Ja. Das ist also gut, in dem Fall. Und jetzt auf dem Wagen von Promilleschwänzer ist ein Promillejäger ist Tatjana, ich gebe mal zu ihr. Au, er hat mir schon zweimal mit der Nase eins gehauen, Jesus Gott. Promillejäger, ihr seid das erste Mal dabei. Genau. Und wie fühlt es sich an, das erste Mal? Es ist grandios, die Leute sind grandios, das Wetter ist nicht so wie in uns, aber du, es kommt. Sorry, aber das Wetter ist super für einen Umzug. Es hätte ein bisschen schön können sein. Da hätte man sich weniger warm müssen einpacken. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm. Aber die Leute sind fröhlich, alles ist tipptopp. Es ist so, wie es sein an der Fasnacht. Wie sind ihr auf die Idee gekommen?
Ja, das hat sich eigentlich beim Kollegen auf dem Balkon zusammengespielt. Dann haben wir gefunden, komm, wir machen einen Klicken. Zuerst haben wir gedacht, wir heissen Drachenkompanie. Aber dann haben wir gefunden, Promillejäger. Okay, auch hier haben wir wahrscheinlich zu wenig Empfang auf dem Promillejägerwagen, dass Tatjana das Interview fertig machen konnte. Und jetzt kommen wir hinten dran schon. Ich nehme jetzt mal an, das sind Tambour und Pfeifen Bubendorf, die junge Garde. Genau. Hinterher kommt dann der Stamm total verschifft. Auch sie spielen auf den Sommer an und haben hier darum die Regenkostüme an. Das ist die Zaubande aus Büren. Sie spielen sonst ein Kampfsäu aus. Hier sehen wir das Militärkostüm. Der Wagen stellt den Punkt dar. Das, was sie verteilen, nehme ich jetzt mal an, ist Notvorrat. Damit die Zuschauer die Fasnacht gut werden überstehen. Kampfsäu. Larve ist es schön. Ja. Jonglieren können sie auch noch, so wie es aussieht. Oder haben wir so das Gleiche tun. Und dann nach der Saubahn können wir links abbiegen. Das ist auch wieder eine kleine Gruppe. Das sind 7 Zwerge. Swiss Edition ist ihr Sujet. So ein bisschen kurz beschrieben ist das Leben ein Märchen. Vielleicht. Das sind dann eben die 7 Zwerge plus der Rest. Schön. Werden wieder die Kleinsten bedient. Ja, das Schneewittchen ist noch drauf. Schön. Das sind jetzt eben Mühligass-Schlucki, wo auch wieder das 125 Jahre Jubiläum vom Tourismus Liestel ausspielen. 125 Jahre Gastfreundschaft. Würdest du das so unterschreiben? Du hörst aber den Krott am Hals. Ah, okay, gut. Also, können wir das vielleicht ein anderes Mal besprechen? Nein. Also ich sage, der Baselbieter ist schon gastfreundlich. Ja. Da auch wieder der Aussichtsturm natürlich auf dem Wagen, der darf nicht fehlen, und das Dörrli. Es ist ja schön, dass man hier eben jetzt das Lokale auch wieder sieht. Oder? Genau, ja. Das ist die Idee, was wir spielen. Eine Gondelbahn, Turmufer zum Beispiel, vom Dörrli aus. Das sind Los Locos. Die feiern Jubiläum 10 Jahre.
Das sind Jamauchen. Sie spielen Fusion als Sujet aus. Wir sind und bleiben eigenständig. Zuerst bei der Hülfte und jetzt an der Urne. Die Basler haben wir wieder vertrieben. Wir sind Baselbieter bleiben. Auch wieder eine kleine Familiengruppe, die Stiftung Wackis Test mit Testen und Bewerten. Das sind 3 Wackis mit einem Handwagen. Dann haben wir hier gerade im Anschluss Neubürger. Liestl, glaubst du es nicht, macht jetzt auch beim Tatort mit. Sie sind als Sherlock Holmes verkleidet. Da werden Konfetti noch auf die traditionelle Art verstreut. Was mir auffällt, ist, dass hier gar keine Konfettikanonen auf keinem Wagen gibt. Sonst am Fasnachtsumzug oder am Cortège gibt es irgendwelche Konfettikanonen auf jedem Wagen. Zum Beispiel in Laufen, aber das ist hier irgendwie noch nicht so. Das ja nicht. Also das fällt jetzt auf. Ja. Das ist in den vergangenen Jahren, haben wir das noch mehr gesehen. Das sind Schnupfrüche aus Bubendorf. Und ich gebe gerade mal schnell wieder ab zu der Tatjana. So wie es aussieht, wird sie gerade mit Konfetti eingedeckt und hat aber das Interview gleichzeitig. Jawohl, Konfetti, und vorher bin ich gerade gestopft worden. Ich weiss gar nicht, wer das war. Von lauter ausgestopft werden, ich habe ein bisschen Blümchen gekriegt. Die verteile ich nachher. Ich habe hier die Familie bei mir von Rheingoldswil, ist richtig? Grosskinder von Liestl. Wie hat es Ihnen gefallen bis jetzt? Es war sehr schön, es hat uns gut gefallen. Der Kleinen hat es natürlich am besten gefallen. Sie ist da ganz hier und weg da unter ihren Gehörschützen. Das ist super, sie ist in ihrer eigenen Welt. Und es war schön und hat sehr schöne Kostüme gehabt. Wirklich sehr gut, ja. Dann wünsche ich Ihnen eine ganz schöne Fasnacht. Und hier haben wir noch eine Familie von Waldkirch. Wie hat es euch gefallen? Super, es ist eine tolle Mischung, einfach aus Motivwege und Musik. Also ein bisschen anders da einfach wie bei uns in Waldkirch. Wie hat es dir gefallen? Gut, jawohl. Also sehr gut. Also, wir hatten ja vor 2 Wochen in Waldkirch das Narrentreffen und da waren die Liesstäler Fastnachtsklicke da und die Chiembeetzenträger. Es war genial und auch hier super genial einfach. Gut, dann genießen wir die Fasnacht noch. Alles Gute, schöne Zeit. Adieu. Die Heimatwackis feiern ein Jubiläum, 10 Jahre sind die schon alt. Und Tatjana muss sich auch nicht wundern, dass sie die ganze Zeit gestopft wird, bei dem Dialekt, den sie hat, oder? Ja, natürlich. Das könnte der eine oder andere vielleicht sogar als Provokation auffassen. Nein. Sie hat immerhin eine Plakette. Ja, das ist also eine Liestl Plakette. Ja, das genau. gehört sich auch. Ja.
Wo sind wir jetzt? Das sind die Heimatwackis immer noch, die ihr Schloss, Heimatwackis-Schloss haben. Sie feiern eben ihr 10. Narrenjahr. Das ist ja wieder das, was du ja angesprochen hast von Anfang an, dass die Wackis oder das Fasnacht im Mittelalter im König, der Narr eigentlich dem König hat als Verbindung zum Volk müssen dienen. Ja, der König hat so sein Gesicht wahren, weil er den Narr natürlich angestellt hatte. Er war aber einfach der Narr und hat natürlich so durch die Verbindung viel erfahren. Oder? Im Hintergrund sehen wir schon, oder hören wir besser gesagt schon die Samba-Schränzer aus Bubendorf. Ja. Die Zirkusdompteure unterwegs sind. Schön, das Blau. Die Farbe sehen wir eigentlich selten. Fasnacht, das Blau. So viele Jubiläen hat es noch nie gegeben an der Fasnacht. Auch die Erlenstrasse Ruchen feiern fast 20 Jahre. Ja. Sie feiern das Städtli ab sogar. Sie sind auch wieder als Originalwackis unterwegs. Ja, wenn man ein Jubiläum hat, feiert man sich, ja, man feiert Geburtstag. Ja. Also ist man eigentlich, will man sich selber ins Zentrum stellen? Ja. Ja, das sieht so aus. Aber auch hier ist der Nachwuchs ist schon auf dem Wagen. Ja. Halber noch zu klein, um so eine Larve zu tragen. Ja. Aber zum Konfetti und Süßigkeiten verteilen ist keine so traditionelle Wackis mit dem Stroh, also mit dem Strohhut geflochten. Dann bin ich gespannt auf die wilden Schwarzbuben. Ihr Sujet ist einmal anders. Hier haben wir die ersten Konfettikanonen. Du hast ja Schwarzbubenwurzeln, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, das siehst du. Ich auch. Ja. Aus dem tiefsten Schwarzbubenland. Ja. Wie wir das sagen. Nein, Noglein? Nein. Ja, St. Pantaleon. Ah, Pantaleon. So hat das auch. Ich bin ein halber Nogler. Dann hat man das unter den Zuschauern auch. Sie wissen, was wir können. Es sind nicht die schlechtesten. Nein, charmant bis am ja, total charmant sind sie. Wenn wir uns zwei anschauen, ja, das ist unglaublich. Also mehr wäre Kitchen. Eben, genau. Hätten wir den Werbespot für uns auch abgeschlossen, widmen wir uns mit den wilden Schwarzbuben. Genau. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was ihr Sujet so, oder was sie genau verkörpern wollen. Ja, das ist das Wilde, oder? Das ist das Doppel. Der Doppelläufer. Da haben wir. Oh ja, das ist mit Luftdruck, wie das aufbaut. Ja. Dann im Hintergrund, man hört schon ein bisschen, kommen die Nasentröpfchen, das ist Pfeifferklicken. Das sind rund 5 Pfeifer und Major. Sie spielen ein bisschen auf Harmosa. Ja, das ist harmlose Leerplachen 21. Haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, das ist doch so ein... Ja.
sind die Unglaublichen. Sie spielen auch wieder ein lokales Thema aus. Städtli stirbt aus. Wagen, Städtli ist am Aussterben. Da haben wir eine Kaffeekasse. Eine Anspielung auf Parkuhren. Ja. Gratisparken. Brauerei, die zu ist. Ja, das ist ein Thema. Seit ich weiss. Aber der Hutladen im Masturmplatz gibt es auch nicht mehr. Tabakmauer gibt es auch nicht mehr. No, dies no. Es ändert halt einfach. Und wir ändern es alle. Mit einer positiven Einstellung und nicht mit Polemik. Das sind Quereinsteiger und wir kommen wieder zurück zu einem der Hauptsujets, nämlich zu den Selfies. Selbstporträt-Trend des Jahres. Ja, das ist schon. Mit dem treffen wir recht. Bist du eigentlich mitzählen, wie viele Fusionssujets und wie viele Selfies-Sujets wir schon hatten? Nein, aber ich denke, bald die 10 jetzt. Ja, das ist schon. Einmal Handgelenk. Ja, 3 habe ich mitgezählt. Dann haben wir auch nach der Quereinsteiger und dann wieder eine Premiere von den Legionärwackis. Also sie sind zum ersten Mal dabei, haben sich neu gegründet. Hier nach der Quereinsteiger, wo unseren Kameramann wieder mit Konfetti bewerfen. Städtli immer noch gestossen voll. Ja, sie scheint aber jetzt zu tun. Ich meine es noch. Nein, das ist unsere Scheinwerfer, aber auch sonst ist eigentlich wirklich kein Tropfen, nichts. So kann es eigentlich weitergehen die nächsten 3 Tage. Also auf dem letztes Jahr war es wunderschön. Es ist schon, können wir vielleicht nicht jedes Jahr so verlangen, aber das trocken. Aber weißt du, im 206 hat es ja. So Schnee. Ich glaube 206. Ja. Die Kirnbesen müssen absagen. Das ist, glaube ich, das einzige Mal. Ja, wenn natürlich die Dächer warm werden und der Schnee oben runterrutscht, dann technisch fast gar nicht machbar gewesen. Da haben wir jetzt eben die Neulinge. Ihr Wagen ist auch noch eine Baustelle. Das heisst, vielleicht sind sie nicht rechtzeitig fertig geworden, vielleicht ist das aber auch gewollt, so, dass sie zeigt, das Ganze ist noch im Aufbau. Mhm. Ja, da könnte der eine oder andere Schreiner dabei sein, so wie das, oder, so wie das super gesagt und gemacht ist. Jetzt wird es international wieder, nämlich bei den Elvis Rucker aus Füllinsdorf sind chinesische Drachen. Hier wieder Larven und das Kostüm. Sensationell. Ja, das ist eigentlich bunt.
Daniel Stolperi. Raimund Astroten, was die wieder ausspielen. Ja, Fusion. Bachab oder statt Hand in Hand halt nebeneinander. Ja. Sie kommen darum symbolisch als Fähre-Schiffli daher. Das ist gut. Das heißt, kreativ das Thema umgesetzt. Es geht noch miteinander. Und dann feiern wir am Fasnachtsumzug 2015 zu Liestel auch ein kleines Comeback. Nämlich von der Kesselruhe zu Liestel, aus Liestel. Sie sind die letzten 2 Jahre nicht dabei gewesen, haben Pause gemacht. Und jetzt sind sie also wieder dabei. Und wieder eine Schwette Konfetti. Ist ja dann auch noch, wenn es oben der Chiembasen-Umzug ist und der Konfetti, das ist ja da macht die Stadtreinigung einen Riesenjob. Ja. Also die Männer dort und die Frauen, die arbeiten, Betrieb, die geben gut sein da, das muss man auch mal sagen. Dann kommen Töpfchenschisser. Auch die haben auch eine Familiengruppe, also auch relativ klein. Und da ist der eine ist fast schon ein bisschen limitiert. Es ist nämlich jetzt auch, wir neigen uns nämlich am Ende zu. Die Töpfchenschisser sind die drittletzte Formation gewesen. Es kommt jetzt auch relativ lang, bis dann die Milchbubis kommen. Die Jamauchen, die habe ich verpasst. Irgendwie. Die sind wir. Dann Schluss. Hier haben wir die Milchbubis. Nicht abschotten. Als Schotten verkleidet. Spielen natürlich auf die Abstimmung, Unabhängigkeitsabstimmung von Schottland an. Das war knapp. Ja. Nicht abschotten. Ja, das ist ein gutes Wortspiel. Ja, ich finde es ein gutes Wortspiel. Und dann hinten dran mit dem 76 die letzten, das sind die Wasserturmwackis aus Liestel. Fasnacht trotz allem. Trotz allen Schwierigkeiten sind wir noch dabei. Als zweit kann Fasnacht schön sein. Also das ist dann wirklich kleine Gruppen und das widerspiegelt es auch, dass halt trotzdem schwierig ist, für Nachwuchs zu sorgen. Ja, man muss es einfach machen, selber. Und wenn einmal die Menge weniger wird, wenn die Qualität um das grösser wird, nach meiner Meinung, macht das nichts auch. Aber fest steht sicher, dass tolle Sache, fest steht sicher, dass auch nächstes Jahr wieder der Fasnachtsumzug zu Liestel stattfinden wird. Dani Muri, merci vielmals, dass du mit mir dort das Ganze kommentiert hast. Wir ziehen ein kurzes Fazit. Hauptziel ist gesehen, Fusion und Selfies. Das wäre es also gesehen mit dem Fasnachtsumzug 2015 aus Liestel, aus dem Städtli. Mehr Live-Bilder aus dem Städtli gibt es dann schon bald wieder. Und zwar sind wir ab dem 6:15 live dabei, wenn der Chiembasen-Umzug stattfindet. Das sind auch ganz eindrückliche Bilder, wie die Feuerwagen durch Städtli durchziehen und die über 300 Chiembasen durch die Rothausstrasse getragen werden. Das war es also für das Erste aus Liestel. Ich wünsche jetzt ganz einen schönen Nachmittag. Ade miteinander. Der Fasnachtsumzug aus Liestel ist Ihnen präsentiert worden von der Handelskammer bei der Basel und der Stadt Liestel.